bin jetzt in Therapie gegangen und ich finde, jeder kann in Therapie gehen. Kann das denn sein, dass dir dann wie so Sachen bewusst werden, wo du denkst, oh Gott? Jetzt haben wir mit Therapie angefangen und jetzt machst du etwas völlig anderes. Du gehst nämlich fliegen. Also ich muss ein Flugzeug fliegen? Ja. Okay. Herzlich willkommen zum Podcast «Niemals nie». Vielleicht einfach, dass jetzt die Zuhörer mal schnell checkt, um was es hier in diesem Podcast überhaupt geht. Wir geben uns gegenseitig Herausforderungen, wir schicken uns in Situationen, die wir sonst nie machen würden. Darum «Niemals nie». Jetzt haben wir den Namen eigentlich sauber erklärt, oder? Und für die erste Folge habe ich mir natürlich etwas ganz Spezielles überlegt. Nämlich habe ich gedacht, ich schicke Anja einfach mal in Therapie. Nicht, weil ich jetzt das Gefühl habe, du hättest es jetzt nötig gehabt. Ich habe gefunden, es ist doch einfach etwas, wo ich zumindest irgendwie, glaube jetzt in der jetzigen Lebenssituation einfach nicht unbedingt machen. Und darum habe ich gedacht, ich schicke dich in Therapie. Anja, wie war es? Erzähl mal. Jetzt für den Podcast habe ich in 2 Sitzungen gehen. Und reicht das? Weißt du, ob es mir jetzt gut geht, ob ich geheilt bin? Es war für mich jetzt einfach mehr, um mal ein bisschen reinschnuppern. Ich finde, jeder kann in Therapie gehen. Es tut jedem gut, auch wenn du jetzt nicht ein akutes Problem hast, das dich tagtäglich beschäftigt. Aber dann erzähl mal, du bist jetzt in Therapie gegangen. Erzähl mal, wie ist das gewesen? Ist das so, wie man sich das vorstellt, aufs Sofa sitzen? Es ist ja so, ich bin zu der Ramona Zenger gegangen. Sie ist Psychotherapeutin. Ich bin zu ihr gegangen und beim ersten Mal, als ich war, war auch unser Kameramann dabei. Und er war dann die ganze Stunde auch da. Das war noch ein bisschen speziell. Die Ramona hat mir dann erzählt, sie macht systemische Therapie. Willst du wissen, was das ist? Systemische Psychotherapie ist einfach eine Richtung von der Psychotherapie, wie du vielleicht schon von der Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie gehört hast. Und in der systemischen Psychotherapie arbeiten wir sehr viel mit Angehörigen zusammen, laden die auch ein. Also vielleicht bei Erwachsenen wie bei dir, weil das vielleicht Partner, könnten das Eltern sein, könnten das Wegemitbewohner sein, je nachdem, wer das Thema ist dann in der Psychotherapie sozusagen. Okay, also sie laden auch Family and Friends ein? Genau, zum Beispiel. Beim ersten Mal war es so, da machst du ja wie auch so ein bisschen Anamnese. Und sie hat mir eigentlich während diesen gut 55 Minuten ganz viele Fragen gestellt. Was? Eine Anamnese? Genau, das machst du auch beim Arzt. So, wie lebst du? Keine Ahnung, rauchst du? Wie ist dein Lebensstil? Hast du Haustier? Was machst du in deiner Freizeit? Deine Lebenssituation kann erfassen. Mega. Sozusagen. Meine Eltern sind zusammen, sind geschieden. Wie habe ich es mit meiner Schwester? Habe ich Hobbys, weißt du, so, dass ich merke, so, bin ich ein Mensch, der aktiv ist, der rausgeht, der Freunde hat? Oder bin ich lieber auch allein daheim? Wie geht es beim Arbeiten? Habe ich natürlich gesagt, super. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich da drin hocke, dann ist man ja eigentlich mega selbstreflektierend. Also man tut sich so mega mit sich selber auseinandersetzen. Und kann das denn sein, dass dir dann wie so Sachen bewusst werden, wo du denkst, oh Gott, also weißt du, das macht doch etwas mit einem. Ja, man geht halt, wie du sagst, so ein bisschen in die Vogelperspektive. Es war jetzt nichts, wo ich mega erschrocken bin. Ich habe dann schon auch manchmal überlegen, wie viel gehe ich raus, was macht mein Leben so aus, weil du lebst halt. Ja, voll. So Sachen. Oder sie hat auch gefragt, was sind die 3 wichtigsten Personen in deinem Leben? Was hast du gesagt? Der Stefan. Genau. Habe ich gesagt. Zuerst habe ich gesagt, meine Schwester, Martina. Dann habe ich gesagt, Florian, mein Freund. Und eine Kollegin, Aurelia. Die sind wir momentan einfach am nächsten. Ja. Und dann in der zweiten Sitzung ist man ein bisschen in die Tiefe. Ich finde, wir haben es gut gemacht, aber es war natürlich auch für sie schwierig. Also, weißt, sie hat mich dann auch gefragt nach der ersten Sitzung, über was dass wir so ein bisschen reden wollen. Dann habe ich gesagt, ja, tun wir doch über die Familie. Ist halt so. Da gibt es immer etwas. Und haben wir dann auch ein bisschen über die Scheidung von meinen Eltern, wie es mir dabei gegangen ist. Ich habe auch eine getroffen, Dominik, die ist jetzt 28 und sie ist tatsächlich mit 7 das erste Mal in Therapie. Sie war bei sehr vielen Therapeuten in der Zwischenzeit. Mit 7, also als Kind. Und wie alt ist sie jetzt? Jetzt ist sie 28. Ich glaube, Therapie tut eigentlich jedem gut. Und eben, man lernt sehr viel über sich kennen. Man lernt viel auch über die Familiengeschichte manchmal. Eben, zum Beispiel Depression muss ja nicht immer etwas dafür können. Das kann ja auch genetisch weitergegeben worden sein. Es ist dann auch mega spannend, so Sachen zu lernen und herauszufinden. Und manchmal hat man auch das Gefühl, man ist selber einfach das Problem. Oder man macht das Problem oder den Fehler. Und darum geht es einem so. Und dann lernt man wie kennen, aha, okay, das ist ja auch noch genetisch irgendwo bedingt und okay, lerne jetzt einfach wieder damit umgehen. Es gibt auf jeden Fall immer eine Lösung. Ja, also ich glaube, das ist schon crazy, dass man etwas dabei lernt und es einem hilft sozusagen. Also was ist so dein Overall-Fazit, was ich dir jetzt hier in Therapie geschickt habe? Was nimmst du mit? Ehrlich gesagt, gerne nicht einmal so viel Neues. Also weil ich mich auch mal
vielleicht auch so ein bisschen mit so Themen manchmal befasse, weißt, oder lese. So habe ich nicht eine mega Mindblow-Erfahrung oder so gehabt. Spannend war, um eben so ein bisschen reinzuschauen, wie das Ganze abläuft. Und auch mega spannend war halt mit der Dominik zum Beispiel in eine andere Lebenswelt wieder so reinzukommen. Also das finde ich allgemein auch mal spannend, wenn wir so rauskommen, mit Leuten reden und es ist crazy. Aber was ist so, wo du rausgelaufen bist? Was hast du gedacht? Hast du gedacht, wow, crazy, dass ich das jetzt einfach gerade gesagt habe oder erzählt habe? Also das erste Mal, als ich rausgelaufen bin, dachte ich, boah, der Janik weiss jetzt brutal viel über mich. Das ist der Kameramann. Es war ihm auch ein bisschen unrecht gewesen. Er hat dann so gesagt, das sei ihm fast, es tut ihm leid, er wüsste jetzt so viel über mich. Und ich halt nicht über ihn. Und beim zweiten Mal bin ich raus und es ist mir gut gegangen. Eben, dort ist man vom Gefühl her happy. Aber ich habe auch gewusst, jetzt ist es schon wieder vorbei. Ich hatte noch einen letzten Einspieler. Einen schönen Abschluss von der Dominik. Abschluss von der Dominik. Ja, was ich auch noch so ein bisschen Betroffenen sagen würde. Versteckt euch nicht, werdet laut, zeigt euch, habt keine Angst, schämt euch nicht. Es gibt noch viele andere, die auch in Therapie gehen, schon lange, oder die jetzt starten mit Therapie. Macht es den nächsten Generationen möglich, einfach in eine Therapie zu gehen, wie wenn man das Scope einkaufen würde. Oder einfach, dass es etwas Normales wird, etwas Alltägliches, dass es einfach wirklich nicht mehr so mit Stigma behaftet ist oder mit Vorurteilen. Das finde ich auch. Absolut. Das ist ein schönes Schlusswort, um das Thema Therapie abschließen. Jetzt muss ich einfach noch einen Auftrag haben für nächstes Mal. Ich muss jetzt auch noch etwas erleben. Ja, schau Stefan, jetzt haben wir mit Therapie angefangen und jetzt machst du etwas völlig anderes. Du gehst nämlich fliegen mit einem Flugzeug und du fliegst es gerne selber. Also ich muss ein Flugzeug fliegen? Ja. Okay, gehen wir halt gerade ins Flugzeug fliegen. Nein, ich glaube ich... Schon serious, also ich finde keinen Spaß. Ja, es stimmt, eigentlich stimmt. Also ich würde, also in einem Punkt hast du recht, Anja. Ich glaube, ich würde nie ein Flugzeug fliegen. Also wenn ihr wissen wollt, wie ich ein Flugzeug geflogen bin und wie es ist und wie man es schafft, einfach so mal ein Flugzeug zu fliegen, dann unbedingt die nächste Folge hören.